draußen an den Videoschirmen bekommen Sie noch unsere Pressekonferenz im Anschluss an das DHF-Cup-Spiel der MT Melsung gegen Balaton Fereni KSE aus Ungarn. Das Spielergebnis 29:23 nach 16:11 Halbzeitstand. Die offizielle Zuschauerzahl 2015 Besucher in der Rotenbachhalle. Und damit begrüße ich auch unsere Teilnehmer an der Pressekonferenz. Natürlich den Trainer von Balaton Fereni, Istvan, jetzt muss ich auch auf die Zettel gucken, Csoknyai. Is that right? Istvan Csoknyai. Und als Spieler mit zu uns gekommen mit der Nummer 7, Bengus Boka. Welcome, Coach and player was number 7. Und freundlicherweise wird uns übersetzen Shandor Barlow zu meiner Rechten. Als Gäste natürlich unser Trainer Roth und von der Mannschaft Felix Danner. Das erste Wort hat traditionell unser Gast, Vinicius Statement für die Match. Und Shandor wird uns übersetzen. Először is szeretettel üdvözlök mindenkit. Hát sajnos nem tudtuk meglepetést okozni, és ebből kifolyólag gratulálok a Melsungen csapatának, hiszen megnyert, valószínűség szerint sokkal érdeket végezni. A sorok elején gondoltuk, hogy ez így fog alakulni, hogy a legnehezebb ellenfél a legjobb csapat a Melsungen, és ezt a két mérkőzésen, valami két mérkőzés alapján a bőrökön is éreztük, hogy nagyon komoly játékerőt képvisel. Mi fiatal csapatunk most először került egy ilyen szituációba, hogy egy ilyen csoportmeccset játszhat. Ezen a mérkőzés is úgy gondolom, a múltkori mérkőzés is sokat tanultunk, küzdeni tudásban, sokat belevettünk a játékba, de ez sajnos ennyire volt elég. So, guten Tag für allerseits. Also wie das erwarten war, dieses Spiel, wie das geplant und erwartet war, ein schwieriges Spiel war. Und Melsungen erwarten die auch vorne auf in die Gruppe, die ist wahrscheinlich hinten. Und ja, und so weit gekommen sind mit dieser Bewegung der Gruppe. Und ich hoffe, dass sie viel lernen von dieser Spiel, von solchen Spielen. Ja, Dankeschön. Zunächst Istvan und das Statement von unserem Trainer Michael. Ja, schönen guten Abend. Ja, ich denke, dass wir zufrieden sind mit den 2 Punkten in der Gruppe. Das auch heute Pflicht war letztendlich diesen Doppelspieltag. Erst letzte Woche in Ungarn haben wir gesehen, dass wir da schon deutlich vorne lagen. Und dann war natürlich auch klar, dass wir hier zu Hause nachlegen wollen. Ich war sehr zufrieden in den ersten 20 Minuten, wo die Mannschaft spielfreudig war, sehr gut abgespielt hat. Dann haben wir so ein paar Konzentrationsfehler immer wieder eingeschlichen, das wir natürlich jetzt abstellen müssen, aber ich denke, dass die Mannschaft weiß, dass wir am Mittwoch ein ganz anderes Spiel auf uns wartet und deswegen denke ich schon, dass die Formkurve nach oben zeigt und dass wir auch phasenweise sehr gut gespielt haben. Trotzdem müssen wir wissen, dass wir immer wieder umschalten müssen von ERF auf Bundesliga und das ist am Mittwoch wieder eine große Gelegenheit, auch im Heimspiel, dass wir unbedingt punkten müssen, dass wir unser Ziel nicht aus den Augen verlieren. Und wir gesehen, sind wir auf dem richtigen Weg, denke ich, und werden dann am Mittwoch hier wieder hoffentlich unsere Fans zufriedenstellen können. Ja, vielen Dank, Michael Roth, und ein kurzes Statement natürlich auch von einem Spieler von Balaton Fereni, Bengus Boka. This is a short statement from you. Először is üdvözlök mindenkit, gratulálok a Melsungen csapatának. Úgy érzem, hogy egy koncentráltabb játékkal az étszereket kihasználva egy meglepetést is elérhetünk volna. Sajnos nem sikerült, ki fogjuk elemezni hibákat. Úgy érzem, hogy ezen a mérkőzésen is nagyon sokat tanultunk, egy jó Bundesliga csapat tempóját, játékerejét saját bőrünkre érezhettük, és hogyha ezt a tempót tudjuk mi is a mérkőzéseken hozni, akkor talán a következő mérkőzéseken sikerülhet egy meglepetést okozni, és még egyszer gratulálok már ezt a csapatnak. Glückwunsch für Melsungen und zum Spiel hat er gesagt, die haben viele Chancen, klare Chancen verworfen haben und wenn die diese Chancen natürlich dann
will vielleicht wieder eine Überraschung reichen. Und die haben viel gelernt von diesem Spiel, von diesem Bundesliga-Tempo, von der Härte. Und die wollen das dann natürlich mitnehmen. Die wollen das Spiel analysieren und die Fehler dann für die nächsten Spiele dann wieder minimieren und weiterkommen dadurch. Ja, vielen Dank, thank you very much. Wir haben heute sogar zwei Spieler aus dem MT-Team, Per Sandström und Felix Danner mit ihren großen Statements. Bitte sehr. Felix, vielleicht kannst du. Guten Abend. Ich denke, es wurde schon viel gesagt. Mir gibt Balaton recht. Sie haben viele freie Bälle verworfen, aber ich denke, wir haben genauso viele freie Chancen liegen lassen. Ich denke, es war ein gutes Spiel von uns, vielleicht nicht das Beste, aber wie Michael schon gesagt hat, die ersten 20 Minuten waren sehr gut und wir haben uns ein Polster erhofft und das war der Grundstein für den Sieg. Ja. Wir wollten unbedingt gewinnen, wir wollen ohne Niederlage die Gruppenphase schaffen und ins Viertelfinale einsteigen. Und deswegen bin ich sehr zufrieden, dass uns das gelungen ist und jetzt geht es am nächsten Woche nach. Schönen guten Abend. Sehr gut, Felix. Also meiste gesagt. Also ich finde auch, dass wir haben die ersten 20 Minuten sehr gut gespielt, dann ein paar kleine Fehler, aber trotzdem haben wir das ziemlich souverän zu Ende geführt. Ja, vielen Dank, Per Sandström. Gibt es Fragen von Ihnen an unsere Gesprächsgäste hier vorne? Wenn dem nicht der Fall ist, dann sage ich herzlichen Dank Ihnen und natürlich auch unseren Gesprächspartner. Thank you very much for coming. Good luck to you and your team. Good way back home to Hungary. Thank you very much for coming. Dankeschön euch auch. Und das Ganze für den Besuch hier in der Pressekonferenz. Wir sehen uns wieder am Mittwoch, 11. März um 19 Uhr gegen den TuS in Lübeck im Tradition vom Europapokal, weil der hinaus in aller Welt. Tschüss, bis zum nächsten Mal. Danke.